Wat vandaag hast du zo weit gehad? Ik heb een gouden dag gehad, een gouden tijd gehad met zesteren en harn. En van der weg waren zo'n fikon mijn video buiten doen. We waren schijnend waren, bij ons zonneschijn, bij ons schoten. Daarna hebben we fan en regen gehad. En zo dan, ik heb video's aangevangen met buiten. En we zijn dus sozusagen voor bladeren vangen en rof te vallen. Het vangt dan hartstikke aan te worden. En ik zou het voor me zijn hoe lang ik dat nog kan. Wat dat waar aan mij dat lijkt. Ik houd van toestand dat ons hulp fehlt. Van daar hebben we van hulp krijgen. Waar we kan hulp krijgen en hoe we kan hulp krijgen. En wat God bij ons mal brukt om ons helpen. Dat is interessant, zoals ik dat leren deed, waar God ons mal ons, wat hij laat in ons leven komen, dat hij ons helpen kan. Wanneer we onze controle afgeven en we für jede Entscheidung, wat we merken, dus een fout. En die fouten, die brengen dingen met zich. Die brengen Trauern met zich, die brengen Weedoag met zich. En die brengt God ons gemaakt om ons wezen en ons denken houden, dat het als tijd dat we zullen den anderen weg nemen. Wanneer je een Weedoag hast, dan meint dat God die heeft een microfoon aan die. Hij wil werkelijk gaan die zo antwoorden dat dus dat zo die naar hulp velen dat. So, we willen het eerste aanvangen met Trauern. Trauern kan we alle zo door Trauern dat de janja weer een partner verloren heeft, of wem van de familie verloren heeft. Maar hast je mal gemerkt dat we ook eens mal Trauern over onze Fehler, wat we gemerkt hebben, dat we veel moet zijn. Ik wens ik had het anders gedaan, ik wens ik had anders gezegd, ik wens ik had anders geweest. En dan treuren we erover en ons dat leidt. En we zijn dat waar we de nächsten en waar anderen ons gaan willen doen. En dat is een soort van treuren. Wie werkt en leert we ook dat we willen onze controle. We zijn eenmaal zo geneigd, we willen onze controle gaan. We willen zoals God zijn. En wanneer we willen zoals God zijn, dan meint dat we willen onze controle gaan. En wanneer we die controle afgeven, dan heeft dat te wijze moeten in Trauern. We treuren onze controle af te geven. Maar wanneer we niet aan dat Trauern blijven, dan kan God ons troosten. En dat is wat hij wil. Hij wil gaan dat we zullen nakijken naar hem, dat hij ons troosten kan. En toen ben ik, we waren aan de bergpredigt naam, waar de Matthäus 4 vers 2, waar het zegt, glücklich oder selig sind die Trauernde, wenn sie worden getröstet worden. So dat heeft met een treuren te doen. We treuren wanneer we dingen zullen afloten, of wanneer we met dat we dingen afloten doen. Dat is niet geweest een treuren wat we daar doen. Maar we hebben niet plus een treuren blijven, maar we hebben naar God kijken, naar Jezus Christus kijken, ons helpen, ons raden, en hij wordt ons troosten. En ik heb zo'n ervaren dat wanneer ik dat God overgeven doe, wanneer ik dat naar Jezus zijn kruis breng doe, dan geeft hij mij troost, dan geeft hij mij vrede. En ik hoop dat u ook al eens dat ervaren. Maar wanneer we dat eenmaal ervaren hebben, dat meint niet dat er helemaal niet meer worden dingen opkomen. En dat is waarom we ons aan zich denken houden, dat we ons bekijken, dat we ons im Spiegel bekijken zijn waar we zijn. We zo werken waar we onszelf, we kijken, betreiben onszelf, we kijken bij onszelf voorbij, we horchen niet naar onszelf, wat onze ziel ons zijn wil, wat ons körper ons zijn wil. En dan komen we aan trouble wenn we zijn glücklich door man. So wo an dine Trauern, wo du bist an Trauern gewarst, wenn dine Fehler, was du in der Vergangenheit gemerkt hast, oder dass du dine Kontrolle hast, nur Gott gegeben hast, die getrauert, und wo bist du so durchgegangen, dass Gott die in Trost gegeben hat. Schreib dort durch, schreib die dort durch, dass du dort nicht vergessen darfst.
dass du dort an denken kannst, wo die Beste warst und wo Gott die hat gehalten. Solange wir nicht am Trauern stecken bleiben, dann will Gott uns Trost geben und er das. En kijk zo als hij te Jesaja zegt, wat hij zo geschreven voor de Israëlieten, dat geldt voor ons ook. En plotdiensten die zeggen wat anders, aber das ist von dem Englischen, von der New Living Translation genomen. Dus dort so sagt dort in Jesaja 61 Vers 3, der sagt es dort. Alle Israëlieten, die am Trauern sind, will ich wahrscheinlich geben für ihre Arsch. Ich will vrij geben in steed treuren. Ich will de Lob en Preis geben in steed Vertwijfelung. So hielt sich dort nicht schein. Wenn Gott sein Wort zu dir sein, dass ich will die wahrscheinlich geben, was schmackig geben für die Arsch. Eine Freude will ich die geben für die Treuren. Ich will die in Preis geben, ich will die loben für in steed dient Twijfel. Wat bedeutet dort für die, wenn Gott dort Gaude will geben für die? Nächstens, weil wir sein, der Weedoag. Was Gott brauchen das, für wenn wir Weedoag either in uns Körper haben, in unsere Seele oder in unsere Emotions, dort wir dus dort so Weedoag haben. Wir haben da einmal Weedoag und er lässt uns die Weedoag fallen, wenn wir in Denial sind, wenn wir uns selbst verlieren, wenn wir selbst nicht nur uns harten, was uns Körper, was unsere Seele, was unsere Emotions uns sein wollen. So, das ist ein Schreiber, der sagt, der Asset von meiner Weedoag, der muss einfach durch den Wand von Denial oder uns selbst verlieren, durch Singen oder durch Frieden, dat ich dort mal ansehen, wo ich bin wird. Und das wird bei uns auch einmal passiert. Unser Weedoag, der muss höher werden als unsere Angst für Change, für eine Ändernis, als dort, wo wir schwor ändern, wenn wir so stierköpfig sind. Und ich weiß, dass ich wird stierköpfig. Ich werde so stierköpfig, ich werde so sehr in Denial, ich weiß dort selbst nicht, wo ich werde. En mijn Weedoag, die wird so groß, die wird so groß, dass die Rate wird aus der Angst von Ändernis. Und ich muss ganz zugrunde gehen, mein Baumfall sozusagen, damit ich kann Ändernis kriegen in meinem Leben. Und bei mir sehr viel abpassen, dass ich nicht wahre voetkijk en laat andere dingen, andere problemen aan mij aankomen. Wenn wir leben in einer Welt, wir haben mit Dingen zu tun, wir haben mit Menschen zu tun. Und wir können nicht bloß am Hausband satten bleiben, wenn uns fehlt die Gemeinschaft ein den anderen. Und das wird Gott auch will haben. So Gott braucht 3 Dinge in uns Leben, wenn wir rechte Entscheidungen merken, dort weiter können uns Leben kommt, um uns wissen, wo wir reich sind. Und dort sind eine Krise, uns even unter, uns Confrontation, oder eine Katastrophe, oder ein Desaster. So dass wenn wir in einer Krise sind, dat is veel meer wordt zijn, we worden krank, ons Seele wordt krank, ons Körper wordt krank, van Jahren von unser Dreck sein, Maß gebruikt worden. Wir kriegen Weedoag, wenn wir benehmen uns Weedoag mit Schaffen. Ich will bloß wenn Schaffen, dass ich dort vergeten kann, und dat bringt Stress in ons Leben an. Das nächste ist, wenn wir nicht die rechten Entscheidungen gehen und wir nicht treu bleiben zu uns eigenen Partner, das bringt sehr viel bei einem Divorce. Und das ist ein Ding, was Gott zulässt, dass wir uns zu sein kriegen. Wenn wir in Denial sind, wenn wir uns selbst verlieren und sein mit uns als nicht recht
und du aber wirklich ist, dann lad er noch mal Dinge tau, da wieder mal sein, wo wir wirklich sind. So die Confrontation dort ist, wenn du Personen hast in deinem Leben, wo die sehr nicht leben, die sagen, wenn du eine rechte Entscheidung gemerkt hast, wenn die sagen, hey, kijk mal, hier ist das so, und du das wieder, dort wird die krank merken, du wirst eine Arbeit verlieren, dort kann irgendwas sein, dort ist eine Confrontation. Das nächste, die Katastrophe, dort ist, wenn du in eine Laufbahn bist, wo diese Volk dort der Bottom der Feld war, dort geht alle uit der Ordnung, dort ist alle in Desaster. Dort ist, wenn du einer so stierkoppig ist, und Gott hat auf verschiedenste Dinge in dein Leben ankommen, nicht dort heute dort. Sie dort ist ein Ding, was wir sagen, haben, dort ist nicht Gott dort dort, aber er lädt uns einmal die Folgen schmecken von unseren Entscheidungen, so dass der nicht Gott, aber er lädt die tau. Und krieg so, wenn wir in einer Katastrophe oder in einem Desasterbahn sind, wo dort so fällt, dort geht alle in der Ordnung, dort geht alle zu Gott, dann stoppt er einfach einmal zu sehen. Er stoppt zu sehen und lässt uns fallen von unseren Folgen, von unseren Entscheidungen. Und wenn du für abpassen, dass wir nicht dürfen bei durchkommen, auch wir durch. Und das, woran mir dort wichtig ist, mit Jüntaub immer weiter diese Dinge durchgehen. So, wenn ich Jüntaub verbringe, das meint nicht, dass ich perfekt sein, ich bin bloß ein Mensch, ich merke grauslich viele Fehler. Und ich gehe diese stoppen mit Jüntaub durch. So, und diese Dinge zu verstehen, en loszulaten, dan moet we 3 Dinge weten van God. 3 wichtige Dinge weten van God. En dat eerste is, dat in God jaft. Tweitens, dat hij veel drum jaft aan die en ook mij. En drittens, dat hij de kracht heeft om die anderen en ook om de omstanden anderen. Waar we dat eerste punt gaan, en dat Gott existiert, dat du in Gott ist. Die meisten Menschen glauben, dass alle, dass du in Gott ist. Warum? Wenn das ist viel leichter zu glauben, dass du in Gott ist, dass du eine höhere Kraft ist, dass du was höheres ist, wenn wir dürfen bloß nur deine Tür kicken, bloß nur all die Bäume, nur deine Tür kicken, dann weit wir dort Mord von woher kommt. Eben die Erde. Alles, was da ist, das muss von woher herkommen. So, dann weit wir dort, ob du, wenn du was ist, wenn du eine Kreatur ist, dann weit wir dort, muss auch ein Schöpfer sein. Wenn für jeder, so wenn du ein Bild, oder ein Möbel steckst, oder ein Haus, was immer du setzt, oder dort Trampolin, was wir da sein, wie sein du es dort so ein Hundhaus, wie sein du es dort so in Hack, alles was wir sein, das sei wir dort. Dann weit wir dort, dort muss auch irgendwer gemerkt haben. Und gleich so ist auch die Schöpfung. Wenn du eine Schöpfung hast, wenn du eine Kreatur hast, dann weit wir auch, dass du ein Schöpfer musst sein. Und das warum die ganz meisten Menschen, wenn sie auch einmal würden sein, sie sind Atheist, oder sie glauben nicht an Gott, oder so, aber die Band wollten sie dort durch, was gerade ist. So, die ganz meisten Menschen wollten das. Meinten das dann, dass die alle Menschen gerat sind? Nee, das ist nicht das, was das meint. Wenn wir sehen, dass in Hebräer auch Vers 6, der sagt, jeder einer, der in den Arm kommt, muss glauben, dass er in Gott gibt, und er wird denjenigen belohnen, der am ernstlich segnen. So meint dort, dass alle Menschen, die glauben, dass er in Gott gibt, dass er am ernstlich segnen. Die tun versucht, mit seinen Engeln glauben, dass er in Gott gibt. Die weiten dort, dass er in Gott gibt. So wollen sie gerat sein? No. Segnen sie nur Gott? No, sie tun nicht. So, wo bedient das falsch am ernstlich segnen? Das zweitens ist,
du bist viel wert, du bist wichtig wie Gott. Einmal, wenn wir ein Ding ban sind, oder krieg so, wenn wir in einer Katastrophe sind, in der Bottom der fällt rüt, dann fällt uns das so, wenn wir nicht wirklich was wert sein wie Gott. Und, aber wenn du abwachsen deitst, haben die Eltern die einmal gestraft, vielleicht die in Timeout gegeben, ich habe mal noch geschacht oder New York noch zusammen, aber nicht alle. Aber die wird allem Wort gestraft. Jeder paar Eltern, was kennt, leugnen, die wollen dort belehren, wollen dort strafen. Und glaubst du, dass die Eltern gleichen die da nicht? Die Eltern bestraften die, belehren die, wenn sie die leugnen. So, bist du wichtig wie Gott? Wenn die meisten Menschen auch glauben, dass ein Gott gibt, dann hast du die nächste Frage. Was von Gott ist er? So, wenn du nicht weißt, was von Gott er ist, wo kannst du ihm vertrauen? Wo kannst du ihm leben? Wo kannst du ihm die Kontrolle geben? Wo kannst du ihm deine Probleme geben, wenn du nicht weißt, wer Gott ist? Und Gott ist Liebe. Da lehrt die Bibel uns, dass Gott ist Liebe. So, wenn Gott Liebe ist, dann werden wir in 1. Korinther 13 gucken, wo Liebe ist. So, ich habe meine Bibel hier und der sagt, der fängt an in den 4. Vers. Liebe ist geduldig. So, Gott ist geduldig. Liebe ist freundlich. Heißt ein freundlicher Gott. Vielleicht, wenn du bist mit Eltern abgewachsen, dass wir ein ehrbare Dalle, was nicht leben werden, dann haben wir einen schweren Zeit, Gott anzukicken als ein lebender Gott. Wenn dann sei wir den, so als wir unsere Eltern ankicken. So, wird nicht ewig, Leib ist nicht einkoppig und die pocht sich nicht. Und du sagst noch viel mehr der Länge, wenn Tidsholen wird, das nicht alle überlesen. Das ist ein Geschmack von wer Gott ist, wenn er ist Leib. So, wenn du weißt, dass er ist ein leibender Gott, er ist ein Gott, der geduldig ist, er ist ein Gott, der dran gibt. Und dann sagt er noch, weißt du, wo soll Gott sich an die Kammer, wo soll er an die dran geben? Das soll wie in Römer 4, Vers 8, wo es sagt, Gott beweist seine große Liebe zu uns, dass er Christus schenken leidt. Aber er dort nicht bloß dort schenken, er leidt dem Sterben. Dort er für die und mich, wenn er uns so lieben hat, wenn er so viel dran gibt. So, schreiben wir du, wo das zu die bedienen hat, dass Gott so ein liebender Gott ist, dass er so ein Gott ist, der so viel dran gibt an die und mich. Drittens, er hat die Kraft, die und auch die Umstände zu ändern. Einmal wird er bloß die ändern, einmal wird er die Umstände ändern, nächstes Mal wird er beides. Das ist durch uns, wo er dort begaut sitzt. Einmal, wenn wir Gott dort übergeben, wenn wir uns selbst Gott übergeben und wir ihn sehen, über dort beten, dann uns vor wir an, dass unsere Einstellung ändert sich darüber, dass es nicht, dass die Umstände einmal sich ändern dürfen, sondern das verschieden. Und du sozusagen Paulus in 1. Epheser 1, Vers 19 und 20, du bet Paulus und sagt, ich bete, dass du mal kannst verstehen, anfangen zu verstehen, die große Kraft, was wir haben, all die, wer du glauben dat. Dat is dezelfde Kraft, wat Christus vom Tod abwirkt. So wat van een Kraft braucht dat, zum Christus abweichen. Hij starb, hij gedroeg om triets all onze zin. Meine zin allein sind so viel, en hij neemt de ganze Welt zin, neemt hij aan triets. So wat van een Kraft braucht dat, zum Christus uit dem Graf uitbrengen. En dan zegt, die Kraft habe, wann wir die wollen und wir an glauben und wann wir Gott vertrauen haben. Lukas 18, 27, der sagt, wo die Menschen allmählich schien zu sein, als wie Gott mählich.
du musst wie unglauben. So Gott hat in triple power surge hafheit. Und dort soll wir in 2. Timotheus 1, Vers 9. Das sagt, der Geist, der Gott uns gibt, das ist den Heiligen Geist, der Geist, den Gott uns gibt, fällt uns mit Kraft, Life und Selbstbeherrschung. Und wir müssen diese 3 Dinge brauchen, damit wir anpluggen bei Gott. Kijk zo als du een toaster, vacuum cleaner, een koffiemaker, al die elektrische dingen wat du moet aanpluggen, omdat dat du die gebruiken kost, kijk zo moet du bij God aanpluggen, bij zijn kracht, dat we die gebruiken kan. So wat kan we die aanpluggen? Wenn die als du, kijk zo als die pluggen bij dat 4 als beim Huis geleerd, die pluggen als du, aber solange als wir dort elektrische Ding nicht wollen du anpluggen, habt uns dort nichts. Und dort kriegst so mit Gott seine Kraft, mit Gott seine Life, und dort wie eine Selbstbeherrschung kann haben, dort braucht einmal ein Anpluggen. So wo können wir dort tun? Die Kraft, der helpt uns, unsere Ungewohnheiten zu brechen. Dort wir können frei sein von der vergangenen Weide. Dort Gott konnte der dort merken, dort wir können loslassen, dort wir können verjähren von der Weide, von einer Vergangenheit. Wenn du mal hast einen Kranken gehört, wer gestorben ist in deiner Familie, dann weißt du, dass du in die selbst best nicht. So wir brauchen Gott seine Kraft. Das zweite ist Life. Wir brauchen Gott seine Life. Eine wirkliche Life. Wir haben verlangen, wirkliche Life zu sein. Life zu geben und Life zu kriegen. Dort ist uns verlangen, wenn das, was Gott uns geschaffen hat. Nicht bloß von boven Eva, aber eine echte, tiefe, sehnungsvolle Life, das ist ein Wort, wie uns ut ist. Und dort dort down, dann muss wir die Wohn von Angst raufluten und wollen sein, up zu sein, weit down worden. Drittens ist die Selbstbeherrschung oder Self-Control. Wenn du Christus deine Kontrolle gegeben hast, kannst du nicht deine Selbstbeherrschung brauchen. Du musst das einmal durchgeben. Und um das du das geben musst du wissen, wer Christus ist, wer Gott ist. Wenn du einen Partner hast, als du anfängst mit dem Partner zu spazieren, wie viel Vertrauen schenkst du denn? Nicht viel, weil du erst mehr in Gemeinschaft mit denen hast, weil du den erst mehr kennenlernst. Und das mit Gott auch so steht. Und dann wollen wir uns befreien und du kommen Kinder, der Mann, der schafft Büten an seine Arbeit, der frisst Hüs bei den Kindern. Und dann kommt das Dritt an, dort hineingehen, weil dort die Gemeinschaft nicht mehr so viel ist. Wenn der Mann merkt sich drauf mit der Arbeit, der Frau merkt sich drauf mit den Kindern. Und so wie die Gemeinschaft hineingeht, so geht uns Vertrauen auch hinein. Und dort ist mit Gott korrekt so. Wir müssen Gemeinschaft haben mit Gott, wir müssen Gemeinschaft haben ansehen wird, damit wir kein Vertrauen haben, Vertrauen kriegen, ab arm. Wenn anders, wo wir unsere Dinge anvertrauen. Wir dann gleich, wir können gleich. Und dann werden wir dort alle für uns behalten. So, wo können wir anplagen bei Gott? Dort wir seine Kraft, was in 2. Timotheus 1, Vers 7 sagen, dort ist du für uns. Wo können wir dort haben, wo können wir dort brauchen? Und dort ist einfach dort glauben und dort annehmen. Und wir müssen einfach auch sagen, hey, Gott, ich glaube dort du ein leibender Gott bist. Ich glaube dort, dass du ein geduldiger Gott bist. Ich glaube dort, dass du ein sanfter Gott bist. Dass du was dran gibst. Und dann will heute drei reden. Hij wil niet best gaan, wie zijn best raufschaden.
Hij wil ook nog maar wat te ons zijn. Zo we horchen wat hij te ons te zeggen heeft. En dan wil hij ons zich openbaren. Hij wil ons eens direct met ons reden. Hij wil ook de meeste tijd wat hij daar zien wordt, wat hij ons hingelaten heeft, wat hij te ons reden. Zo we hebben dat te ons laten reden. Dat we dat kan geloven en dat aannemen. Dan zeggen we, ik neem dat aan, die verspreking wat du zijn das. Ik neem dat aan wat du zegt, dat du door voor mij hast. Du hast die kracht door voor mij. Du hast die lief door voor mij. Du hast die zelfbeheersching door voor mij. En ik neem dat aan durch das Blut von Jesus Christus. En niet dat bloß sein, aber dort wirklich glauben, dass das in Hebräer sein dat auf Vers 1. Wir sollen dort glauben, wenn es durch ist, wenn es durch nicht ist. Und ernstlich sehen, nicht bloß sein, oh, ich glaube, dass dort ein Gott ist, oh, ich glaube, dass dort für meine Sinn gestorben ist. Dort auch annehmen, krieg so annehmen, so als du dort annehmen darfst, dass für deine Sünden gestorben wird. Dass du sagst, kannst du meine Sünden vergeben. Ich nehme dort an, dass du für mich bist und Christ gestorben. Kriegst du wie das andere, man wie dort auch annehmen.